Intro ist vorbei und FIFA ist angesagt. Und wie versprochen, ja, im letzten Teil habe ich ja gesagt, dass ich das Mexikaner-Team gemacht habe. Und das ist ja eigentlich schon länger fertig, aber ja, jetzt zeige ich es noch. Mit dem Marques Lugo in Sturmspitze. Gutes Tempo, guter Kopfball. Und der Chicarito. Also eigentlich heisst der Javi Hernandez von Menu, sein Sturmkamerad. Auch gut. Fabian offensives Mittelfeld. Zwei Defensive, die ich nicht kenne, Enriquez und Cabrera. Rechts Reina. Links Fuentes, kenne ich auch nicht. Dann der Moreno, den kenne ich, der ist jung, ja, könnte etwas werden. Den kenne ich nicht, Dueñas, aber der hat ganz gute Verteidigungswerte, auch wenn er ein bisschen langsam ist. Der ist dafür ein bisschen schneller, González Dailuan. Aber dafür halt schon ein bisschen schlechter. Aber egal. Und der Goalie, der Ochoa, der Nationalgoalie von Mexiko. Auf der Bank habe ich der Corona, sie sind sehr billig die zwei Goalies. Und ein paar Random-Spieler. Ah ja, Medina kenne ich noch. Einigermaßen. Aber der ist, ich denke, der ist besser als. Also da ist halt. Torres, Peralta, Rodriguez. Kenne ich auch nicht. Egal, ist auch unsere Bank. Die Chemie haben wir Nummer 99. Wir haben keinen Bock, einen Manager zu kaufen. Egal. Und ich würde sagen, wir starten mit Gegner suchen. Da wir das kennen, es könnte länger gehen und ich bin dann wieder zurück, wenn wir einen Gegner gefunden haben. Also. Wir haben wie sonst einen Gegner gefunden. Aber vorher hat es ein paar Spassen gehabt, die einfach gerade wieder abgestellt haben. Und ja, der hat das schlechte Teams, aber ich weiß nicht. Es geht eh wieder weg. Mit weggehen meine ich, dass ich einfach Verbindung unterbreche und ja, keine Lust mehr zu spielen. Ja, ich habe mir mein Thema überlegt, und zwar Euro 2012. Ist ja vor der Tür. Und nee. Es ist auf Pause. Es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn er beendet. Das ist reine Geschmackssache, ob man das gut oder schlecht findet. Ja, für mich ist er manchmal zu streng. Ich sehe lieber das Ganze an der etwas längeren Er hat es nicht beendet, unglaublich. Also, mein Thema Euro 2012. Ja, die Viertelfinalisten. Und so. Fünfmal mit der Gruppe A, dort hat es bekanntlich unglaublicherweise noch Griechenland geschafft. Das ist wirklich unglaublich, also ja, wie es dieses Stil gemacht hat. Nebenbei der erste Angriff von mir, leider abgefangen. Griechenland hat es geschafft und die Russen sind ausgeschieden. Also ich hätte es ja ganz ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Ich meine, der hat ja, also ich sage jetzt mal, die sich ein bisschen für die EM interessiert haben, sicher, haben auch schon erfahren, dass die Russen da die Tschechen 4:1 weggeputzt haben. Und der Hernandez verschießt. Und bei mir lag es jetzt gerade. Ich hoffe, das ist nicht so wie euch. Ja, eben, Russland ist das. Es ist wirklich, ich hätte wirklich gedacht, Russland könnte noch etwas, wie sagt man, bewirken in diesem Tour. Er geht wieder auf Pause. Ich weiß auch nicht. Pode parar de falar aí, por favor? Pode gritar, cara. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört, aber er schnurrt gerade irgendetwas. Ja, gibt halt komische Leute. Ich verstehe auch nicht, was er sagt. Ja, Russland ist das. Und Griechenland weiter und Tschechien hat es übrigens auch noch geschafft. Auch die ist nicht schlecht gemacht. Obwohl der Rositzky ja verletzt war.
Ah Mann, das leckt gerade so, ich kann doch nicht spielen so. Diesmal von der Seitenlinie. Einwurf. Wieso? Stark. Ja, die Tschechen haben es auch geschafft, und zwar haben sie Polen, nein nicht Polen. Jetzt schießt er und Dann haben sie geschlagen. Polen. Doch, Polen haben sie schon geschlagen. Eins noch haben sie sie geschlagen. Und Polen haben, ja, die haben auch das entscheidende Spiel halb verloren. ein Versuch der Balleroberung. Das hat Wir er gut setzen uns gemacht. da durch. Völlig gegen sein Naturell. Der pfeift sonst alles. Und Chicarito bleibt hängen. Erfolgreicher Zweikampf. Gruppe B ist Deutschland weiter. Oder? Hey, es laggt. So ein Scheiß. Toller Pass. Und 1-0, auch wenn es gelaggt hat. Und wie dass es gelaggt hat. Chicarito. Das war der Mannschaftskapitän mit diesem schönen Tor. Ja, das nennt man dann wohl mit gutem Beispiel vorangehen, Manni. Bitte, hör nicht auf, Gegner. Ja, vorher hatte ich einen Gegner gehabt. Dann bin ich nach 4 Minuten in Führung gegangen. Was hat er gemacht? Er hat das Spiel abgebrochen. Neu müssen starten. Dann wieder einen Gegner gefunden. Reaktion. Bevor es angefangen ist er schon abgehauen. Also, es gibt auch solche Typen. Da freut sich der So ist Trainer. noch Offside. Ja, ist gut. Abseits. Deutschland hat es noch weiter geschafft in der zweiten Gruppe. Und Holland. Ja, nein, Holland ist eben draus, meine ich. Deutschland und Portugal, sorry. Ein sehr schöner Pass. Und Jawohl, abgefangen. ja, und die Holländer ist recht, finde ich, ein bisschen enttäuschend gewesen von denen. Ich bin ja, in dieser Gruppe bin ich für Er spielt den Ball Deutschland, nicht ich habe gehofft, dass Deutschland und Holland weiterkommt. draußen den Ball. Und ja, Holland hat es ziemlich verkackt. Er kommt zwar an den Ball ran, kann ihn aber nicht kontrollieren. Ja, schade drum. Immerhin, also wir haben so ein Tippspiel gemacht. Da habe ich auf den Torschützenkönig von Percy getippt. Das ist ziemlich in die Hose, aber immerhin hat er noch einen Treffer erzielt. Das habe ich mir noch doch noch also nicht komplett falsch gelegt. Ja, Konter mit Fabian im Spiel. Chicarito. Und 2-0. Wieder ein Lag. Aber was soll man machen? Ich lasse ihn laufen, aber ja, dass man Goal noch ein bisschen besser. Hey, wie das laggt. Ich glaube, jetzt können wir nicht mehr so offensiv spielen. Vielleicht lasse ich ihn ein Goal schießen. Weil ich habe wirklich Angst, dass es dann plötzlich aufhört. Wobei es könnte auch fair sein. Und bis jetzt ist er ja, nicht noch recht mutig. Er ist mit einem schlechteren Team versucht, er es gegen mich. Balleroberung auf der Außenbahn. Ja, ich hoffe, wir jetzt übrigens noch Battlefield 3 das Premium. Ballverlust Kommt auch noch ein kleines Close Squaders Gameplay oder so. Wer weiß. Und was muss ich noch sagen? Ah ja, der Simon 12 mit seinem Metro Let's Play. Hey, wie das laggt. Ich kann's nicht. Ja, ich glaube, er hat müssen pausieren, weil irgendwie ein Bug in seinem Spiel ist auftreten. Ja, ich hoffe natürlich, er kann das wieder beheben oder so. Ein Zucker-Sahne-Häubchen-Pässchen. Das kann gefährlich werden. Was ist denn das? Das geht in Ordnung. Na toll. Ja, also einfach noch zum Sagen. Sonst ist also alles gut. Ganz sicher hat er das gemacht. An der Stelle möchte der Kleinspieler den Ball verlieren. Da könnte was Chicarito mit einem schlechten Schuss. Ja, vor allem gehen wir zurück zur EM. Gruppe C haben wir Italien, die weitergekommen ist. Mit dem 2-0-Sieg gegen Irland. Das ist also jetzt gerade gestern gewesen, oder? Ja, nein, vorgestern.
Und Spanien, wo einen glücklichen 1-0-Sieg gegen Kroatien gemacht hat. Wieder mal. Also nein, eigentlich nicht wieder mal. Was ist das für ein Pass gewesen? Scheissle. Schon mal schön aussen durchspielen. Italien und Spanien sind weiter. Chicarito kommt nicht ab. Also, kommt nicht ab auch rein. Spanien und Italien. Ja, ich denke, es ist verdient. Wobei Kroatien, ja, die haben auch nicht schlecht gespielt. Dann hätte ich es auch noch gegönnt. Vor allem, sie hat 2 klare Penalties sind versagt worden. Der Rakitic hat eine Chance, also eine riesige Chance vergeben. Nach einem super Pass von Modric, also der ist wirklich, der kann sauer. Mit dem Ausserist hat er ihn reingeflankt. Für die es nicht gesehen haben. Goal. Das habe ich schon genug oft gesehen. Die Verbindung wurde unterbrochen. Ja, super. Ja, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich glaube, ich tue noch etwas Spezial hin. Ja, noch ein paar Münzen bekommen. 3 Goal haben wir geschossen. Das hat recht gelegt. Das ist jetzt schon zum 3. Mal. Und etliche Gegner sind schon vorher weg. Ja, in der 4. Gruppe haben wir noch England. Ja, Engländer. Engländer haben gestern gerade 1-0 Zittersieg gegen Ukraine geholt. Und da hat es ja ein Skandal gegeben. Also, ja, es ist ja unglaublich, was dort... Du einfach extra so Schiris dort her tun, die auf die Linie sollten achten, dass sie genau jeden Schuss können kontrollieren, ob er drin ist, oder wegen den Fouls im Strafraum. Aber der hat völlig geschlafen, also wie kann man das nicht sehen? Gerade als ich das gesehen habe, dachte ich, hey, ist das nicht Goal? Und dann bin ich mir nicht sicher gewesen, natürlich. Ich dachte, ja, Schiri wird schon recht haben. Und dann, als ich das gesehen habe, ich dachte, nein, also. Ich denke, jetzt Videokameras sind wirklich jetzt langsam Pflicht. Ja, jetzt eigentlich noch das Schweizer Team. Für alle Neugierigen. Da ist nichts Neues, außer dass ich mir den Sutter gekauft habe. Gerade als... also rechts Mittelfeld. Und der Silbenball, der verletzt ist. Was haben wir noch für Teams? Das ist ignorieren. League 4. Keine Ahnung, was ich da denkt. Von das Random Team. Ja, Viertelfinalbegegnungen. Wartet schnell. Die Viertelfinalbegegnungen sind ja Deutschland, Griechenland, ja, was ist jetzt noch? Italien gegen England, Tschechien, Portugal und Spanien, Frankreich. Und ja, die erste Begegnung ist, glaube ich, Deutschland, Griechenland. Und ja, ich denke, ist klar, wer Favorit ist. Das ist Deutschland. Ja, ist ja logisch. Die Griechen, sie haben zwar 2004 sensationell, haben sie da gewonnen. Mit ihrem Bauwerk à la Chelsea. Aber, ja, nein, also ganz ehrlich, das schaffen sie nicht. Ich denke, es gibt so ein 2 nur für Deutschland. Wobei so ein Kantersieg könnte geben, wenn sie näher zu offensiv werden. Ja, ich zeige da hinten noch im Hintergrund noch ein paar Goals. Sehenswert, die ich aufgenommen habe. Also ja, so schön sind sie jetzt auch nicht, aber ich bin ja halt nicht der FIFA-Maß. Das zuerst mal. Da sieht man ein bisschen. Wahnsinns-Goal. Ja, so einen halben Foul-Rückzieher halt. Ja, die zweite Begegnung Italien gegen England, genau. Da ist es schon interessanter, dass sie wirklich beide Teams ungefähr gleich stark, ja, kann man schon sagen. Und auch, ja, der Rooney ist zurück bei England. Also Italien hat auch recht, also,
ja, ich habe schlechter erwartet von ihnen. Sie haben es recht gut gemacht in der Vorrunde. Ja, da denke ich, wird es also, da kann man nicht sagen, wer gewinnt. Je nachdem, ich denke, es ist entscheidend, wer das erste Goal schießt, sagen wir mal so. Shaqiri Freistoß im Hintergrund. Schön reingeschlänzt. Ja, aber mein Tipp ist, dass sich schlussendlich, sorry liebe Italiener, irgendwie England setzt sich durch. Ja. Aber wie gesagt, also das kann völlig anders sein. Und ja, eben, die Mannschaft ist etwa gleich. Ich denke, es wird ein interessantes Spiel. Die dritte Begegnung, da das Goal von Shaqiri aus dem Lauf, mit links reingehauen. Schönes Goal. Portugal gegen Tschechien. Da geht es natürlich um Cristiano, also der Ronaldo, der ja 2 Goal geschossen hat gegen Holland. So könnte es so wieder interessant werden. Da sehe ich gerade zu Alcott Goal, den ich da gemacht habe, habe ich um 12:30 aufgenommen. 18. Dezember. Ja, da sehen wir es schnell. Alcott, naja, da habe ich halt das FIFA gerade neu gehabt. Da bin ich noch sehr stolz drauf, dass ich noch das Goal geschossen habe. Aber es war nicht schlecht gewesen. Ja, da denke ich, Portugal wird es machen. Gegen Tschechien. Auch wenn Tschechien, ja, sie haben ja da gesagt, der eine Tscheche hat ja gesagt, der Ronaldo ist gut, aber der Messi ist besser, um ihn noch ein bisschen provozieren. Aber ich denke, ja, Portugal wird sich durchsetzen. Und zwar, ich denke, aber es könnte knapp werden, also so ein 1-0 oder ein 2-1. Da das letzte Goal und das letzte Match. Wer ist das? Ah ja, Spanien, Frankreich. Da ist der Favorit wohl, glaub's, auch ganz klar. Es ist Spanien natürlich. Auch wenn sie nicht so wahnsinnig brilliert haben. Vor allem gegen Kroatien. Und wobei Frankreich hat ja auch nicht toll gespielt. Sie haben ja 2-0 kassiert gegen Schweden. Ibrahimovic mit einem schönen Goal, das könnt ihr auch noch anschauen. Zum 1-0 und dann noch, glaube ich, ein Kontergoal oder so. Das weiss ich nicht mehr. Jedenfalls hat die auch noch gewonnen. Respektive hat Frankreich verloren. Und so sind beide haben nicht so eine überzeugende das letzte Spiel gezeigt. Eben vor allem Frankreich. Spanien hat ja wenigstens noch gewonnen, auch wenn sie Glück hatten mit dem Schiri. Ja, aber ich denke, ich bin für Frankreich, ja. Ich hoffe, dass sie es könnten schaffen, wobei ja meine Zuversicht nicht wahnsinnig gross ist. So wie sie gespielt haben gegen Schweden. Also, das ist nicht so gut gewesen. Ich denke, ja, auch so Serie für Frankreich bei gibt es auch so ein 2-1 für Spanien oder so. Ich denke, es werden schon ein paar Goal fallen. Vielleicht auch ein 3-2 oder so. Ja. Dann noch das Goal. Schöner Freistoß von der Tinge. Das war Last Minute gewesen. Ah, das war episch gewesen. Das war sehr wichtig gewesen, mal online zum Aufsteigen. Und dann das war die letzte Chance vom Spiel gewesen, genau. Ah, das hat sich gelohnt mit dem Farmer. Nice Goal. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ja, ich habe übrigens den Lampert, das ist nicht, weil ich unbedingt Chelsea-Fan bin. Es ist einfach, ja, weil der gut von weit kann schiessen. Ich kann wieder ein Open. Ja, das sind meine Prognosen gewesen. Ich weiss, es ist nicht so wahnsinnig. Aber die habt es ja gesehen mit den Gegnern, die ich nie gefunden habe. Sorry dafür. Sonst näher, ja. Wie auch immer. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Auch wenn... Ja eben, wir haben keinen Gegner gefunden. 3 Goal habt ihr einmal gesehen. Und er hat der Gegner ja aufgehört. Ja, ihr könnt ja mal, wenn ihr möchtet, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Was weiß ich, wer wird Torschützenkönig? Schreibt mir das her. Also Favorit sind ja wahrscheinlich Gomez, Torres und
Da gibt's da viel, ja der Ronaldo, das sind wahrscheinlich die 3 Favoriten. Aber vielleicht ist es ja auch ein anderer, vielleicht ist es ein Balotelli oder ein Griech, da kenne ich mich halt nicht so aus. Egal, ich würde mich freuen, wenn ein Kommentar würde kommen oder 2. Einen hauen oder gar keinen, egal. Und das, damit wäre ich fertig. Also noch einen schönen Tag und tschüss.